Riesige Quallen auf 8 Beinen. Hey, Alter, gibt's noch Verrückteres? Ja, gibt's. Kleine, miese Quallen, die sogar irgendwie ab Level 73 stärker sind als mir. Also, das ist echt unglaublich. Willkommen zurück hier bei Xenoblade Chronicles. Oh, bevor ich es noch vergesse irgendwie im Zuge des Let's Plays. Mein Let's Play hatte schon über 140 Folgen, geht bald schon irgendwie auf die 150er Marke zu. Wir werden die sogar noch knacken. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir schon im Endspurt sind und sowieso ein bisschen Training-Session zu haben, wäre es mal Zeit, endlich mal, mal einen schweizerdeutschen Part einzuläuten, der hier sowieso schon längst überfällig ist. Und deswegen, Leute, ist der Rest des Parts in Schweizerdeutsch. In diesem Sinne, viel Vergnügen und, gute Unterhaltung, wie immer halt. Hey. So, also mal das doofe Fiederplan machen. Ich meine, ganz ehrlich, die Level 75er Vierer sind ja nicht so stark, da haben wir auch schon herausgefunden. Wirklich das grosse Problem sind ja wirklich die kleinen Dinger, die wir im letzten Part gesehen haben. Die sind ja echt so scheiße krass, ey. Alter Schwede, kommst echt Zustände über. Sind doch kein Problem. 10.000 Erfahrungspunkte, echt geil. Die riesen Telefer schaffen wir auch irgendwie noch, aber die kleinen Scheißviecher, die ein paar Level tiefer sind, nö, keine Chance. Tja. Okay, da haben wir gerne mal schnell. Wo sind wir jetzt überhaupt genau? Wir sind da irgendwo im Wening-Geflecht, wie es aussieht. Da können wir ganz noch weiter. Und vermutlich irgendwann mal zur dritten Lunge haben. Schön. Tja, schauen wir mal, wa? Da wird schon wieder. Alter, wieder so ein grosser. Ja, also trainieren können wir da jetzt natürlich sehr gut. Die Frage ist bloß, was Offizier robust. Oh. Gehen wir vielleicht richtig von der Anamus. Alter, hast du da geschmissen? Gehen wir vielleicht richtig von der Anamus, dass der Typ da ein bisschen stärker könnte sein. Ach du Scheiße. Yep. Jetzt haben wir Schwanken, toll. Ich werde es vielleicht mal mit umwerfen. Oh. Genombruch. Nö. Also ganz ehrlich, da ist gar kein Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich zugehe. Drum. Für Urban ist natürlich immer gut. Kannst du mal ganz schnell zum Schwanken bringen. So, werfen wir mal ganz schnell um. Was? Okay, ich sehe schon, es ist irgendein Sternengegner, wie es ausgeht. Und ich bin hinüber. Was hat denn da jetzt gemacht? Alter, okay, ich sehe irgendwie, der ist sogar ein bisschen fetter als die anderen, oder? Kann das sein? Okay, da kommen wir nicht vorbei, scheiße. Das ist natürlich jetzt ganz toll. Was machen wir denn da bloß? Alter, ey. Ja, so. Trainingssession da in dem Spiel sind echt ein bisschen heikel. Alter, voll das Herz hindurch. Der Körper von innen. Sieht zwar irgendwie episch aus, aber trotzdem nicht unbedingt das, was ich unbedingt da, brauche jetzt unbedingt so im Let's Play. Also natürlich Let's Play technisch schon, aber jetzt im Real Life, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre im Real Life als Schulungsposition, das wäre ein bisschen schräg. So, aber es sieht aus, ich muss wirklich nicht probieren, dem Scheißvieh. Ist das da ein Ernst? Yep, das ist es sogar. Ach du Scheibenkleist, okay. Und ganz schnell einen Teamwechsel, weil wenn es wirklich so ist, dann brauche ich ein anderes Team. Ey. Führer kommt raus, da kommt Ricky rein. Das stärkste Team, alle Level 71 muss aber lange. Das muss doch lange, du. Telefium. Mann, oh Mann. Wie plätzen da überhaupt, alter Schwede? Da muss ja Tausende haben Telefias. Komm mal, Mann, ich kann alles Hürden mit dir zupfen. Oder will ich einen Drachen, wie es aussieht? Gar kein Bock auf uns. Du vielleicht? Schau, Luftschuss und seht ihr uns? Nö. Kein Bock auf uns. Okay.
Dann halt, wenn er nicht will, der hat schon. Und dort hinten, Alter! Ich sehe es jetzt auch schon. Was da für ein Level das Scheiß wie dort hinten? Moment, da unten gesehen, was er für... Ah! Was ist da für eine? Was nicht der? Nein, ich sehe nicht mehr, ich sehe nicht mehr. Hä? Alter, Hilfe, Scheiße. Gigastelef, ja, ist klar. Also mein Vorbeikommen natürlich schon irgendwie, aber ich würde sagen, erledigt das Vieh. Das schaffen wir schon irgendwie. Ricky, hier von um. Frost, sehr schön, wird ein bisschen langsamer. Oh Mann, ist das übel, der geht immer nur auf uns los. Alter, Ricky. Hey, hey, Ricky. Hey, Ricky. Hey, jetzt langsam, das Scheißvieh. So. Er macht trotzdem noch Schaden bei uns. Und, Alter, wie macht denn das überhaupt? Dass du irgendwie Energie abziehen, oder was? Schala, kannst du bitte... Kann ich das sagen? Was war denn für ein Scheiß vom Spiel gerade? Okay, nicht mehr ohnmächtig werden und nicht mehr umkehren, das ist gar nicht gut. Ricky, Mann, ich hoffe, du haltest noch ein bisschen durch. Alter, man hat so wenig Schaden. Ich hoffe, er bringt wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Oh. Ja. Lieber für mich brauchen sollen. Und was passiert jetzt? Genau, Mug. Ach du Scheibenkleister. Naja, geht eigentlich noch. Also ist nicht so wild wie auch schon andere Attacken. Ne? Da gibt es andere Attacken, die sehr viel mehr Schaden machen. Chance auf Soforttod! Ich habe noch klappt das bei dem auch? Hä? Ich glaube eher weniger. Hey, Ricky, wo bist du hin? Ricky, er ist runtergeflogen! Ah ja, ist wieder da, okay. Klar, Ricky lebt einfach wieder, wenn ich aber fliege, bin ich endgültig hinüber. Wow, ich traue mich nicht da rumzulaufen. Scheibenkleister. Okay, ihr seht schon, mit dem Team sind wir schon ein bisschen besser dran. Da sieht schon sehr viel besser aus. Macht trotzdem so wenig Schaden, aber naja, egal. Hey Ricky, wo bist du hin? Ah, dort ist er. Er ist wieder der gute alte Schala. Da sind da beide weg und ich penne wieder mal eine Runde. Ich bin gleich tot. Wo sind die anderen zwei? So, bleib wieder. Schön. Ein paar Kaffee bekommen und ich komme einfach mehr und mehr Power über all das. Ich meine, so finde ich mich gerade da aufboosten. Müssen wir langsam mal lange. Das Scheißteil, ey. Warte mal, die Hälfte down erst. Sollten wir langsam mal lange da. Alter, mach so wenig Schaden. Und ich penne schon wieder. Ja, schwanken ist ja schön, aber umwerfen darf ja nicht. Das ist nicht gut. Umwerfen wäre da ganz doof. So, sich selber halten uns natürlich nie, ist klar. Wir haben etwa die Hälfte. Ja, knapp. Mann, ey, die werden ja den Part eigentlich nur ein bisschen durchwaschen und dann noch einmal offscreen trainieren. Toll. Hat ja super funktioniert. Mann, schwanken, umwerfen natürlich alles sofort, aber das ist doch doof. Scheißegal, mach's trotzdem nochmal.
Oh, jetzt penne ich wieder mal. Die Attacke nicht gebracht. Schulk, aufwachen. Schulk! Schulk! Alter, die große Kombi! Na, die haben ja gewartet. Das sind eigentlich Spezialattacken immer die heftigsten. Verstehe ich auch nicht. Monado, lass mich jetzt bitte nicht im Stich, ja. Du musst schon ganz schnell ein bisschen Schaden machen. Mal. Ah, Scheiße, wieso geht's Monado nicht? Und ich bin down. Nein, nicht aber schmeißen, nicht aber schmeißen. Warte, lass mich nochmal aus dem Weg, dankeschön. Schmeiße das Vieh ab, das wäre etwas. Aber fürchte, da bringt uns gar nichts. Mit dem stärksten Monado-Angriff kann ich da nichts reissen. Oder reissen, Entschuldigung. Ja, ist ein bisschen schwierig da immer. Wisst ihr, das Problem ist halt, ich bin ja Schweizer, oder? Gut, das ist ja nichts Neues. Das ist ja sehr gut zu wissen natürlich. Nein, was ich eigentlich würde sagen ist, Schweizerdeutsch reden Tag durch kein Problem, ohne Problem. Aber wenn wir halt am Let's Play rede ich halt immer aus Prinzip eigentlich schon Hochdeutsch automatisch. Wenn jetzt halt mir sagen, ja, machen wir mal einen schweizerdeutschen Part, ist halt Ausnahme und dann ist es manchmal doch ein bisschen schwierig. Da halt, naja, da soll jetzt halt nicht zwischendurch doch mal ein paar hochdeutsche Wörter zu gebrauchen. Oder vor allem natürlich auch Sprichwörter und so. Da mache ich sogar sowieso immer auf Hochdeutsch. Scheißegal! Und ich bin down, sehr schön. Tja, ich würde das gewesen, weil wir können nicht beide zurückholen, das geht nicht. Ja klar, er lässt ihn gar nicht durch. Hä? Was will man denn noch machen? Aber nein, die scheiß Qualentypen schon wieder. Tja, versuchen wir von hinten die ganz große Leafia, wa? Ach du Scheimgleis. Das wird funktionieren. Mhm. Wenn man sagen, Petri Heil und so. Okay, das große Vieh wir uns dann nur, wenn wir Level 80 und so sind. Sonst noch Gegner da oben nicht. Eigentlich müsste ich ja Schala nehmen, wa? Kann ich das so versuchen? Oder mit Schala? Weil ich weiß nicht. Ist klar! Wollen sie beide, wenn ihr mich verarschen. Tschüss! Alter, haben wir plötzlich zwei große Telefone und so ein Gigas daher, ist klar. Sind die große Superman oder was? Meine Fresse. So, nochmal ganz kurz schauen. Ricky, genau. Er hat ihn mal drin. Du hast Schal gegen Melia, weil Melia muss doch irgendetwas drauf haben. Alter, die sieht jetzt nicht Sequenz immer so stark aus und so mit ihren A-Tag-Griffen. Doch kann sie gar nichts. Kann ich mir noch nicht erzählen, das geht doch nicht. So, wenn man zuerst Stäbblach macht, wie sieht es aus? Alles da mal, was er macht. Also beschützt da alles. Also, egal die drei gleichzeitig muss, eine gute Nacht, hey. So, jetzt riskieren wir es. Zum Abschluss vom Part. Oh, ich meine, die kennen wir doch schon, so Gigas Telefilm, doch schon mal gehabt. Sieht doch machbar aus im Gegensatz zu der anderen, zum Riesenvieh, was so viel KP oder Verteidigung hat, ich weiß gar nicht mehr genau was. Ich glaube, Medi, die ein bisschen mehr Schaden machen, natürlich auch sie! Alter Schwede. So, trotzdem muss ich jetzt halt mal einen Löscher einsetzen, zack. Und das andere Vieh ist auch da. Ach du Scheiße, müssen wir aber schnell machen. 2 Telefias, ein Gigateil noch, so ein kleiner. Ach du wirst doch nicht mehr. Deines Lebens froh, auf gut Hochdeutsch gesagt. Ah, doch, wir haben es gleich. Wir haben es gerade.
Klar, Gigas-Teil schaffen wir, aber so eine schaffen wir nicht. Der hat mehr drauf. Der hat echt mehr drauf. Das ist unglaublich. Noch eine Portion Ätherpartikel. Bäh. Sind noch Spukhäuse vollsprühen. Dankeschön. Natürlich immer sehr nett. Bin ich ein großer Fan davon. Zack. Aber da Freezy. Ja, Ricky, ey. Ja, aber meine Abwehr ein bisschen ab, ist doch scheißegal. Ich treffe nicht mehr, scheiße. Okay, mal ein bisschen Heil zwischendurch. Zack. Bis ins Monado wieder seine Stärke hat. Ah, er trifft trotzdem wieder, aber egal, zuerst einmal kommt der Löscher dran. Wie? Nochmal ein Gegner? Nö. Nö, was kann das sein? Wie soll ich Erfahrungspunkte bekommen? Also, ich will mich natürlich nicht beschweren, kein Problem, aber ich verstehe es nicht. Aua. Monado Punch! Es ist nicht mehr das Monado, es ist nur so eine Kopie davon, aber sowieso irgendwie viel cooler ist, wie es aussieht. Ich meine, das Krasse ist sowieso, Monado von Anfang an eigentlich die super Waffe schlechthin, oder? Kannst du irgendwie nie ersetzen oder so, oder verkaufen, weil es einfach die ultimative Waffe ist, mit den Upgrades etc. Und dann plötzlich verlieren wir es und dann heisst, ja, wir haben hier eine stärkere Waffe für dich, wird schon gehen. Einfach nur krass. Ja, also... Alter, die Gigas ist viel einfacher zum Besiegen. Hat so mal ein bisschen auf den Erfahrungspunkt geachtet. Aber ich glaube, noch relativ viel gegeben. Natürlich noch zum Trainieren ziemlich gut. Aber auch der geht ziemlich viel. Oh, so, Gigas auch besiegt, sehr schön. Ich fürchte, wir sind langsam schon der zweite OG. Könnte das der Fall sein? Weil, wenn ja, dann müsste langsam mal... Wir können jetzt langsam mal... Ja, doch schon weiter rauf. Ja, doch, sieht schon fast aus. Sind da schon gewesen? Oh, immer ganz kurz. Wieso sind wir schon da gewesen? Wo geht's denn da raus? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also, Magnawaldweg, ah, interessant. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Das heisst, wenn ich jetzt da weitergegangen würde, zum Treffpunkt kommen, wa? Ja, sieht zumindest fast so aus. Wow. Oder auch nicht. Ne, ich glaube, das ist eher ein anderer Weg, oder? Den ich auch von unten hätte machen können. Aber okay, würde mal sagen, ist das wieder mal das Ende vom schweizerdeutschen Part. Und zum Wesen wieder zurück zum Hochdeutschen. So. Ja Leute, wenn wir sagen, im nächsten Part geht es hier weiter im Text. Etwa hier ausgesehen, war ich jetzt doch noch Offscreen. Es muss leider sein, sorry dafür. Wir werden noch ein bisschen trainieren, sprich nochmal gegen die ganzen... Ja, denk mal, Telefe sind am besten. Die großen fetten Dinger hier und natürlich das Gigas-Telef hier noch ein bisschen antreten und dann, denke ich mal, wird schon irgendwie Level 75 oder so drin sein oder irgendwie sowas in der Art dürfte, denke ich, schon machbar sein, wa? Ich meine, klar, hat es mittlerweile fast alle Level 71 erreicht, aber wenn man jetzt etwa ein, zwei von diesen großen Dingen erledigt, relativ viele Erfahrungspunkte dafür bekommen, das müsste eigentlich so gehen und wenn nicht, dann... Also, ja, wie gesagt, ich versuche es mal, was da irgendwie möglich ist. Mein Ziel wäre Level 75 und dann, ja, dann seht ihr es halt, wie es dann halt weitergeht hier bei Xenoblade Chronicles. Wir werden dann da weitermachen. Und dann viel Geschnatter natürlich auf dem Weg dann zu Lorifia. Ganz kurz nochmal, wo war ich jetzt da gerade?
Nicht die obere Ebene, sondern hier. Genau, hier waren wir bereits. Okay, genau, gehen natürlich wieder hierhin zurück. Gigas-Teile vernichten, geht es hier weiter. Und dann kann man ja vermutlich irgendwann hier ein weiteres, ja, wie auch immer, weiteren Transporter oder einen weiteren Upstream, der uns halt auf die obere Ebene bringt. Zu Lorry 4 und dann wird es, glaube ich, richtig krass werden. Also gut, in diesem Sinne nochmal danke fürs Zusehen, vor allem fürs Durchhalten, für die Geduld und dann bis zum nächsten Mal hier bei Xenoblade Chronicles in der Lunge oder einfach im Inneren von Bionis höchstpersönlich. Ach du Scheimgleise, es wird noch richtig fett werden. Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen!